Wir sind ja heute bei der Eröffnung von Szenedrinks mit einem zweiten Laden, kann man quasi sagen, also von einer Kette, ja, in der Baderstraße. Genau. Wie läuft es denn für dich heute? Erzähl mal uns ein bisschen was. Nette Leute, muss man sagen. Wir haben grundsätzlich nette Leute hier, also wirklich erstaunlich. Super tolle Leute, die auch Verständnis haben und diesen Genuss auch mitleben, mit dazu und nicht diese Discounterschiene da sagen wir, bevorzugen. Weil wir haben gesagt, wir gehen von der Qualität nach oben und noch weiter nach oben rauf, machen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Qualität eben ihre Berechtigung hat mit dazu und das ziehen wir auch so durch. Was unterscheidet dich? Na gut, wir haben inzwischen in den 1,5 Jahren geschafft, dass wir immer die neuesten Sachen als erstes vorgestellt kriegen. Wir wollen halt einfach ganz andere Dinge entdecken und suchen für unsere Kunden, wo wir aber in erster Linie auch von der Qualität überzeugt sind. Wir probieren die Sachen aus, also es kommt hier nichts rein und man sagt, das ist jetzt der Renner, wir verkaufen ja auch online und suchen aber Produkte aus, die man dort eigentlich nicht so wirklich findet mit dazu. Das machen wir seit 1,5 Jahren vorne in unserem Szenedrink und Delikatessen. Münchens erster Späti, wir haben eine 23-Stunden-Konzession, immer bis 23 Uhr auf, 7 Tage die Woche und am Wochenende bis 3, im Sommer auch länger, je nachdem, wie die Kunden das mögen mit dazu. Und da sind wir auch mit dieser Klasse statt Masse-Nummer immer am besten gefahren mit dazu. Sehr gefreut, dass wir unseren ersten Artikel im Mai letzten Jahres in der Süddeutschen gehabt haben. Mehr als eine halbe Seite, wo drinnen stand, also wo berichtet wurde über diesen Späti und wo dann als Headliner drüber stand dann, München wird Großstadt. Und das fand man also wirklich eine Anerkennung von unserer Arbeit mit dazu und das hat auch Wellen geschlagen mit dazu. Wir waren inzwischen in der Berliner Zeitung, da gab es eine ganze Seite und da stand drinnen, München hat jetzt auch einen Späti. Das war auch ganz nett. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, der feuchtfröhlich war, wobei feuchtfröhlich, jetzt kommen wir mal zum Thema, auch von oben kam und deswegen erzähl uns da mal bitte was drüber. Na gut, wir waren schon ein bisschen enttäuscht, weil unsere letzten Gäste, die waren, wir haben ja von der Firma Fevertree, also von Global Drink Partners hier, diesen wunderbaren alten Bartrakt zur Verfügung gestellt gekriegt, wo die Kunden sich ihren Gin Tonic, ihr Bier oder wie auch sowas for free nehmen konnten, um das auch zu probieren mit den ganzen tollen Tonics von Fevertree. Und wir haben die Leute vom Haus auch hier eingeladen, was mich sehr wundert. Wir haben unsere Veranstaltung mit der Hausverwaltung abgestimmt. Wir haben die nicht bestimmt, sondern wir haben es abgestimmt mit dazu. Und dann schüttet diese Person auf unsere Gäste einen Kübel Wasser runter. Das mag in Barcelona ganz gang und gäbe sein und witzig sein, aber so toll finde ich es nicht, weil man kann auch runterkommen. Aber das ist halt der Zug der Zeit. Die Leute reden nicht mehr miteinander, sondern da kommt die Rechtskeule. Ich bin rechtsschutzversichert, ich verklag dich. Ist so schade, weil die hätte auch runterkommen können und gesagt, pass auf, das passt mir nicht. Wir sind dann rauf, um das zu klären. Ich habe auch bei der Polizei angerufen und um Rat gebeten, was man tun könnte. Halt raufgehen und reden mit den Leuten, haben wir auch getan. Ich war mit 2 Gästen von uns oben, aber die macht dann, ich meine, ist auch so feig und macht die Tür nicht auf. Also ein schlauer Satz von einem Bayern für Bayern. Das ist jetzt schwierig. Jetzt bin ich aufs Glatteis geführt, gell? Ich kann da eins sagen, du kannst hier nur überleben, wenn du sagst, Scheiß drauf. Und dann haben wir das zum Satz, also zum Motto der Baderstraße erkoren und haben gesagt, wenn irgendwas hier ist, Scheiß drauf.